merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute kriegt Chamber dann den zweiten Tripartitakkord für das Jahr vorgelegt. Wie schon beim ersten Akkord als zu bemängeln, dass die Chamber bei den Diskussionen rund um den Akkord doch ein bisschen am Rhein stehen gelassen wird. Als nächstes Deputierte neben einer kleinen Präsentation vom Stadtag die Informationen müssten selber an den Zeitungen und zum Teil auf gouvernement.lu nachsichen gehen. Wir hatten knapp Möglichkeiten, den Akkord für unsere Stellungnahme zu lesen. Damit kommen natürlich Informationen auf RTL, die wir nicht konnten überprüfen, bis wir dann 1 Stunde und 13 Minuten vor dieser Sitzung den Text dann noch zugestaltet konnten. Au contraire von meinen Ferienrinnen muss ich aber so, dass ich fertig bin, an einer Stunde die 10 Seiten Text zu lesen, nämlich wenn die erst feiert. Erstens waren die ersten 4 Seiten, das war ein bisschen Fluff-Piece, an den Inhalt kondensiert sich auf ein paar Bullet Points, die wir ja dank der Presse auch schon wussten, so dass wir dann aber als vorstellen, Madame Cecchetti, Wort hört den Herrn Sven Klömer, an dir nicht. Madame Cecchetti, wann ich schläft. wie kann es am 21. Jahrhundert, das sind wir heute, nach Sinn, dass wir als erste Pouvoir vom Land, als Vertreter vom Volk, direkt gewählte Vertreter, die Informationen, die den Staat betreffen, aus zweiter Hand, aus Leaks, müssen gucken gehen, für als Reden zu präparieren. Heute lädt der Premier also ein Mesurepack für, den wir zensiert sind, unzuholen, weil wir haben eine Motion von der Majorität der Fehler, die wir zensiert sind, unzuholen, wo drauf steht, wir geben den Akkord wollen umsetzen. Aber ich kann nicht so, liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind der Meinung, dass den Akkord soll umsetzen, weil das Bestandteil vom Sozialdialog, das wird doch der Grund sein, ich komme noch nicht darauf zu schwätzen, für wenn wir die Motion mit Ja stimmen, wir werden also aber die Gesetze, die dafür müssen deposiert gehen, ganz am Detail angucken. Und wir werden also vorbehalten, bei den Gesetzen nicht unbedingt immer mit Ja zu stimmen, weil ich meine, das als die Aufgabe von der Chambre, für das zu kontrollieren. Was ich bedauern, ist, dass trotz 3 Monate Sommer, 3 Monate Zeit, wohin sich hat könnten, progressiv ob die Tripartit präparieren, warum durchstehen ohne konkret Zölle. Es gibt ein konkret Zoll an dem ganzen Text, das ist 1,1 Milliarden. Ich komme ein bisschen darüber zurück. Mir fehlt recht, also ein Katz am Sack. Aber bei Katzen am Sack, Herr Präsident, haben wir an der Vergangenheit hier am Heiligen Haus aber doch schlechte Erfahrungen gemacht. Ob das Satellit oder ein Tripartitakkord für eine paar Monate. Da goufen als Zöllen an Szenarien vorgerechnet, die schon heute nicht mit der Realität entsprechen. Mit dem gouf von Majoritätszeit nicht an diesen Zöllen gezweifelt. Heute schlägt der andere Teil herbei und schwätzt von Unsicherheiten, Unklarheiten und eventuell einen Vorbehalt zu stellen, man muss am genauen uns gucken. Und der Premier selber sagt, dass der letzte Akkord, wenn es der veränderte Situation für Pubel wäre. Und wir sind froh, dass der Premier das gesehen hat, wann auch leider mich spät wie damals hier am Haus darüber diskutiert wird. Nun stimmen wir da bei dem zweiten Akkord. Wo wir als Opposition doch die nämlich Zweifel haben. Geht die Rechnung hier ab? Die Regierung hat so viel Zeit, Mesuren zu präparieren, weil das Krise hat sich nicht die letzten 3 Wochen aufgespielt, nicht die 30 Stunden zu Sendungen am Schloss. Das Krise hat sich an den letzten Monaten mehr wie deutlich aufgezeichnet. An der Logik dann hier eine geiskerne Politik dummer da justifiiert, dass die schnell helfen müssen und ich keine Zeit für siblierte Mesuren hat. Das stimmt, wenn man zu spät anfängt. Es stimmt aber so nicht, weil viele Rechnungen, Proposen oder Szenarien hätten auch schon könnten am Voraus chiffrieren. Ich kann nicht heute also nicht schreiben, liebe Kolleginnen und Kollegen, was das heute final kosten wird. Ich hätte sich gerne ein paar mehr Analysen, bevor wir hier zu aus der Staatskäse
ausgehen. Weil auch zu den großen Punkten hier aus dem Akkord, die ja bekannt sind, die auch schon an der Öffentlichkeit etwas diskutiert haben, da muss ich ja sagen, dass sicherlich der Preisdeckel die Maßnahmen, die den größten Impact wert tun, aber auch den am teuersten Wert gehen. Der Preisdeckel ist ja in anderen europäischen Ländern der Diskussion oder auch schon eine Realität. Aber wir müssen als Piraten noch sagen, dass das eine ziemlich effektive Lösung ist, zumindest mit dem Ziel, die Inflation zu bekämpfen, mehr aber auch für die Kaufkraft zu erhalten. Das Wichtigste ist, dass die Leute nicht müssen fährten, dass die Energierechnungen über die Wand noch weiter explodieren. Da daneben geht ein Index beibehalten. Das ist gut und das ist richtig, aber für allem ist es das wichtigste Signal, dass wir an dem Instrument nicht rüsseln. Der Preisdeckel sorgt auch dafür, dass die Indextranchen nicht so schnell 109 fallen. Aber da dass dem Salariat durch Kaufkraft zu erhalten, mehr auch dem Entrepreneuriat durch Prävisibilität gleichzeitig helfen können. Eine Win-Win-Situation. Außer für den Staatskäse. Aber bon, da komme ich noch dazu. Dafür ist der Preisdeckel auf den nächsten Blick eine effektive Lösung. Darüber heraus ist noch nicht viel bürokratischen Aufwand, gerade zu Lützeburg mit einem großen an ein paar Männer großen Energielieferanten, ohne viel bürokratischen Aufwand, ist schnell realisierbar. Es gibt aber, und das wurde ich auch schon in der Vergangenheit, ein paar große Bemolle bei diesem Preisdeckel. Im September hat Minister Thomas die Kampagne Zusammenspuren, Zusammenhalten präsentiert. Aber zum Preisdeckel muss ich da sagen, Spurkampagne hätte ich keine Spuren. Wie sollen wir die Leute draußen überzeugen, dass die Energiespuren Sinn macht? Wir motivieren die Leute in keinster Weise, hier gewünschten Zahlen. Den zweiten Bemol beim Preisdeckel, wir machen keine Sozialpolitik. Hier geht einmal mit der Strenz über all Stadt. All Stadt wird subventioniert. Ob eine Lo an 30 Quadratmeter wohnt, an der Hitze muss, oder ob 500 Quadratmeter. Wir bezahlen Tütze vom Kammerzimmer genauso mit wie Tützen von einer Sauna oder einem Indoor-Swimmingpool. Für die so in Hün ist, Ball von nicht. Den Deckel von den 25.000 Kilowattstunden, den am Tripartitsakkord draufsteht, geht durchgehen, laut der Simulation, wenn ihr auf ihn auf was gucken geht, für einen Stadt von 24 Personen pro Jahr mit Strom zu versorgen. Oder für die da ein bisschen mit klein wollen rechnen, ein 4-Personen-Haushalt, könnt ihr danach all Tag eine Sauna betreiben und dann geht noch nicht auf 25.000 Kilowattstunden pro Jahr Stromverbrauch kommen. Das ist null sozial selektiv. Und in diesem Sinn ist der Preisdeckel dann aber nicht ganz effektiv. Er hilft nicht den Richtigen und er gaukelt nach Leuten für, dass der Klimawandel aktuell kein Thema wird. Und das ist falsch. Wir sollten Bürgerinnen und Bürger für allem dem am dicken Portemonnaie motivieren, für zu spüren. Und wir sollten Millionäre kein Kado um Gas- oder Elektrizitätspreis machen. Der Preisdeckel finanziert definitiv auch eine grosse Unzahl von Leuten, die gut keine soziale Unterstützung gebraucht hätten. Das möchten, wenn ihr da genau hinguckt, auch nicht effektiv. An die Milliarde oder die 1,1 Milliarden, von denen wir schwätzen, hätte ich noch an andere Maßnahmen investieren. Wie zum Beispiel die länger 10 steuerlich zu entlasten. So viel vielleicht zum Preisdeckel, Herr Präsident, oder, wenn ich genau denke, nicht. Weil während als Regierung hier einen Preisdeckel unterstützt und auch auf den Weg bringt, hat sie aber bei EU-Plan verpasst, den Brief für den EU-Cap Gas Matzen erschreiben. Und dafür, Herr Präsident, habe ich eine Motion mitgebracht, die den lützeburgischen Energieminister auffordern, für Freuden am Energiekonseil die Forderungen von seinen Kollegen aus der Belgien und aus Frankreich mit zu unterstützen. Merci. Bon. Der hat schon unterstützt. Da könnt die Motion ja noch mitstimmen, also Herr Kollege von der Majorität. Das ist gut. Wir erinnern uns daran,
Wenn ihr warm Luft produziert, kann in die mit einer Luftwärmepumpe zu Energie nutzen. Das heißt, wir können ruhig noch ein bisschen drüber schwätzen, dann haben wir wenigstens etwas gemacht, für heute Raum zu heizen. Herr Premier, ich weiß nicht, wie ihr heizt, mir ist schon einen Schmäh für den Klimawandel gemacht, wie nicht mehr eine Joghurtmaschine zu kaufen. Bon, zurück zur Tripartite. Es goufe ja nach einer Maßnahme genannt. Die Reduktion von der TVA unterstützen wir, haben wir schon gefordert. Die Reduktion auf den Brenners, neue Hilfe für PME, keine Erhöhung von den Zimmerpreisen an den Altersheimen. Und es goufen noch Sachen als Maßnahmen verkauft, die keinen Sinn haben. Der Mindestlohn wird alle 2 Jahre durch den Automatismus und das Salaire moyen angepasst. Das als Hilfe durch diesen Akkord zu präsentieren, ist nicht richtig. Die Erhöhung wird sowieso geschwellfällig gewesen. Aber ja, natürlich hat die Regierung sie nicht machen. Aber das wäre definitiv der Bedrohung für gewesen. Also solange der Mindestlohn nicht steuerbefreit ist, sind die 76 € brutto, die die Leute kriegen, eben auch nach lang kein 76 € netto. An über Steuerbefreiungen hatten wir am Juli eine größere Diskussion hier. Und ich meine, die Pisten sind abgewiesen. Herr Präsident, neben den Mesuren, die wir gut fanden, muss man auch sagen, dass wir halt verschiedene Hilfen noch vermissen, die an unseren Ländern aber wichtig gewesen wären. Leider wird komplett vergessen, irgendetwas am Bereich vom Logement zu machen. Mit den sowieso schon hohen Preisen und den mehr hohen Zinsen und Prämien geht es für viele Leute schwer, ihren aktuellen Prämien zu finanzieren. Die Lohnen geht auch nicht mehr einfach hier am Land, weil die Bayern auch meistens über Prämien finanziert sind. Und so hat die steuerlich aufsetzbare Plafond auf die Immobilienprämien an Zinsen geheischt gehen. Zu Kondition, dass die Leute selber wohnen. Oder es hat den Chance ergreifen und etwas ganz Verrücktes machen, an den Deal vom Loyer zum Beispiel steuerlich als Frais d'Obtention geltend machen. Nichtsdestotrotz, diesen Akkord ist wichtig. Mit das aber auch ein Akkord von der verpassten Chancen. Zum Beispiel die von der verpassten Chance, erster des Jahr, wenn wir über die Steuerreformen diskutiert haben. Alles an allem können wir mit den Maßnahmen aber leben. Wenn sie dann so wie angekündigt, trotz dass bei vielen Punkten dieselbe Kritik wie beim Preisdeckel in uns fehlen ist, fehlend Sozialselektivität, kein wirklich Incentive für Klimaschutz gesehen. Wir finanzieren, und das muss der Regierung klar sein, mit vielen Maßnahmen am Package auch Multimillionären an die Degentreprise. Zum Beispiel, falls ein Drittindextranche kommt, gibt es null Selektivität. Da hätte ich mir aber 4 Stellen an schon in den letzten Wochen ein paar Mal öffentlich gesagt, dass man über den Aide au non-couvert hätte müssen gehen. Und nicht blanko so ein Drittindextranche geht zu 100% vom Staat überholt. Nämlich auch für Firmen, die Deckmargen an hohe Profite haben. Und wir haben der. Und wir haben da, die können sich einen Index leisten. Und da gehen die Hilfe brauchen. An denen muss man cibliert helfen. Enfin geht die Leute viel gegaukelt, wir irgendwie ja, alles gut. Und dabei haben wir ein Energieproblem hier in Europa. Und das ist verdammt wichtig, dass wir es gehen, für die Energie zu spüren, die man muss spüren. Allein schon aus Solidarität zu unseren Nachbarländern, allein schon aus Solidarität zu den nächsten Generationen, allein schon wegen der Klimakrise. Und dann ein letzter Punkt, Herr Präsident, und dann komme ich zum Schluss. Der erste Punkt für diesen Akkord. So, das 1,1 Milliarden ist die einzige Zahl, die konkret an dem Akkord draufsteht. 1,1 Milliarden wird gesagt, und zusammen mit den 1,5 Milliarden aus dem März wären das aber da fällt schon 2,6 Milliarden. Die überschneidet sich wahrscheinlich ein bisschen. Mit das sind 4.125 € pro Bürgerin und Bürger von 0 Jahren bis 99 plus heute zu Lützburg. Die das Jahr für die Kaufkraft gegen die Inflation mobilisiert werden. Und dann ist die Frage, bei so einem hohen Montant, was ist davon den Impact auf die zukünftige Staatsbudget? Ich hoffe, dass man in 2 Wochen, wenn das Staatsbudget präsentiert wird,
mir konkret Zuelen dafür gesehen, weil wir können nicht einfach nur gucken, wie man aus der Lenkertasche an die Rietztasche Suen hin und her schieben und da behaupten, alles wäre gut. Die Leute kriegen Indextranchen, da müssen dafür mehr Steuern bezahlen. Sie kriegen eine Energieprämie, die sie selber mit ihren Steuergeldern finanzieren. An alle guten Mesuren, die von den Leuten selber bezahlt, und das, weil die Regierung hinter ihrem ersten Amtsantritt Geld, wann sie es hat, direkt ausgehen hat. All Budgetsdebatte, wo wir auch nicht mehr an die Gegend von einem Maxidon kommen sind, stimmt die Opposition hier und hat gesagt, wie er es mit Apple für den duscht. Allkehr hat die Regierung gesagt, man hat keine Sorge mehr über Croissance. Problem ist gelöst. Logisch sind wir es. Wir hätten uns den Apple sollten halten, dann hätten wir nur noch ein paar Apple am Kauf für den duscht und wäre mehr einfach, um mit meiner Schuld zu realisieren. Das ist so nicht schwer.